als dass ich Hochdeutsch oder was anderes rede. Um natürlich diese Dialektforschung, wo wir die breite Basis jetzt angelegt haben, weiter zu betreiben und weitere Gebiete dazu nehmen zu können, das ist natürlich jetzt in dem sprechenden Sprachatlas von Niederbayern geschehen. Das ist ein Mittel, damit man an die Öffentlichkeit gehen kann, damit die Öffentlichkeit auch sieht, was wird gemacht. Da ist dann tatsächlich ein wertvolles Dokument. Das kann man in 50 Jahren, wenn man es immer wieder updatet, genauso anhören. Ja, jetzt zum Beispiel denken Sie, dass der Nachteil ist, Dialekt zum Sprecher. Das finde ich eigentlich eine interessante Karten, weil die ältere Generation sagt zu 100%, nein, das ist kein Nachteil nicht. Die mittlere sagt, naja, zu 40%, ja, es ist schon nachteilig manchmal, vor allem vielleicht im Beruf oder in der Schule. Dann 6% sagen, naja, eigentlich nicht, aber es könnte sein. Und von der jüngeren Generation sagt eigentlich 90%, nein, das ist kein Nachteil nicht für mich. Also anscheinend erlebt es die jüngere Generation nicht nachteilig, wenn man jetzt Dialekt spricht. Das ist eigentlich eine schöne Entwicklung. Wir sind jetzt dabei, mit Regio-Forschungsgeldern und der Regierung von Niederbayern einen grenzüberschreitenden entsprechenden Sprachatlas zu machen. Den sieht man in der Oberfläche schon vor sich. Der wird in den nächsten Wochen erscheinen und ist natürlich auch ein wichtiges Mittel, um zu zeigen, ja, es wird aber auch noch im jetzt tschechischen Raum noch bayerisch gesprochen und es gibt noch verbliebene Dialektsprecher dort. Das ist auch noch schön. Also die Frage, glauben Sie, dass Dialekt modern ist? Von der eigenen Einschätzung her. Also die ältere Generation ja, sagt 60% ja und 40% nein. Also es ist da ein wenig gespalten. Von der mittleren Generation auch so ähnlich, also 40% und 60%. Und von der jüngeren Generation, da sagen 20%, also der Dialekt ist modern, aber 80% sagen, nein, ich glaube, Dialekt ist eher nicht modern. Und ich habe schon Mädel gehabt, du weiß, ja, die war grob und die war schön. Kein solche nicht ist wie, wird's gern vor, hol. Die schlaft dann geh und dann steh. Kein solche nicht ist wie, wird's gern vor, hol. Die schlaft dann geh und dann steh. Also die Hälfte praktisch spricht das Lexem, also dieses Wort, das am Ort üblich ist noch, die andere Hälfte nicht mehr. Die spricht das entweder gar nicht mehr, weil sie es nicht mehr kennt, ausgestorben, wie die Nachgeburt der Kuh, das kenne ich nicht mehr, da kann ich nichts damit anfangen. Oder ich habe das hochdeutsche Begriff, die Donau, oder ich habe einen anders bayerischen Begriff. Zum Beispiel gibt es bei uns für das Mädchen, ist bei uns das Mensch. Das sagen die Jugendlichen zu 10 Befragte, also 10 Befragte antworten da 8. Das Mädel, also ein gesamtbayerisches Wort eigentlich, auch immer noch bayerisch, also nicht Mädchen, aber Mädel, aber halt nicht mehr das Lexem am Ort. Also Mensch ist wahrscheinlich dann am Verschwinden schon. Ich habe ja auch schon Erhebungen im Grenzraum gemacht in Oberösterreich und da habe ich auch feststellen müssen, also dass im Grenzraum, also im Innviertel, dass bei der alten Mundart im Grunde fast kein Unterschied festzustellen ist. Also jetzt auf der österreichischen Seite im Innviertel und auf bayerischer Seite im Inntal, das ist im Grunde fast identischer Dialektraum. Teilweise bei manchen, die ich befragt habe, habe ich mir das schon gedacht, wenn es so sind wie ich mit Studium und so weiter, da bist du ja gezwungen, dass du sagst, ja, da erst einmal hat man nichts mehr mit Landwirtschaft zum tun. Was zahle ich die Kuh? Die zahle ich natürlich nicht und die Käwert auch nicht, wenn ich daheim bin und die schlachte ich auch nicht und so weiter und so fort. Aber es waren ja auch manche, wo ich gesagt habe, okay, die waren am Bauernhof, die arbeiten da mit, die waren noch nie woanders, aber der Begriff war trotzdem nicht mehr da. Also das ist dann, ich denke, dass das schon repräsentativ ist, also dass man so sagen kann, dass vor allem die ganze landwirtschaftlichen Begriffe mit der Landwirtschaft, dass das verschwindet. Weil wir natürlich in der Landwirtschaft nicht mehr arbeiten und dann haben wir auch keinen Begriff mehr dazu. Wenn wir nicht mehr zahlen, dann haben wir auch das Wort nicht. Weil dann haben wir das Melken, dann ein Befragter hat zum Beispiel auch Molken gesagt, obwohl das bei uns natürlich nicht üblich ist. Die hat einfach das hochdeutsche Wort verbayerischt. Er ist aber durch die
Angliederung des Innviertels an Österreich merkt man bei den jüngeren Sprechern schon eine Anpassung, also an die Prosodie, an den Tonfall, den typisch österreichischen Tonfall. Da merkt man schon einen Unterschied auch. Natürlich, ich meine, die Unterschiede jetzt in Niederbayern, die sind ja auch so groß, dass man nicht sagen kann, das ist ein einheitlicher Dialektraum. Also man merkt dann schon wirklich über die Generationen auch. Und es ist ein Gesamtergebnis von den 30 Personen, dass man wirklich sagen kann, also die ältere Generation nimmt wirklich den örtlichen Begriff aktiv her, die hat keinen anderen. Die mittlere ist so am Schwanken, die könnte noch mehr den älteren aus dem neueren Begriff hernehmen, aber die junge Generation schwankt mehr, also Hochdeutsch oder mehr noch sogar einen gesamtbayerischen Begriff. Es ist schon so, dass das flache Gebiet vom Niederbayern relativ einheitlich ist, ist aber auch nicht. Also da gibt es auch unterschiedliche Ausbreitung von R-Vokalisierung oder L-Vokalisierung. Also das ist nicht alles über einen Kamm zu scheren. Also man kann da nicht von einem niederbayerischen Dialekt sprechen im Grunde, weil der ja immer überall unterschiedliche Ausbreitung hat. Genau, also sie werden sicherlich mehr von überregional bayerischen gedrängt, sicher in Einfluss vom Hochdeutschen. Wie jetzt das Mädel, da ist ja das Mädchen sicherlich gedanklich viel näher als das Mensch. Also, und ich habe auch mehrere Begriffe untersucht, also das Dränggebiet ist mehr aus dem Süden, also auch aus dem österreichischen Raum, das mehr da uns da in der Grenzregion auch ein bisschen überschwappt, auch heute noch. Also das ist uns viel näher, als dass man jetzt sagt, das kommt aus dem Norden, aber zu uns. Dass wir heute in Waldkirchen sind, das ist eigentlich eine schöne Gelegenheit für uns als Universitätsabteilung oder Einrichtung, dass wir das, was wir vorher von der Bevölkerung gekriegt haben, also diese Informationen über so langes historisches Wortgut und Lautung, dass wir das auch wieder zurückgeben können und damit auch den Nachfolgegenerationen eine Basis bieten, mit der sie arbeiten können, auf der Grundlage, auf der sie forschen können. Und generell ist es ja nicht so üblich, dass man als universitäre Einrichtung mit der Öffentlichkeit zusammenarbeiten kann. Thematisch bietet sich aber das für uns hervorragend an. Ja, so ändern sich die Zeiten. Wir in unserer Generation, wir haben in der Schule nicht Dialekt drin dürfen. Wir haben Hochdeutsch reden müssen. Aber naja, man kann nichts ändern. Und jetzt geben Sie Geld aus, dass die vor der Uni da forschen in dem Bereich. Was halten Sie da davon? Ich finde es eigentlich schon gut, weil man sollte das wirklich nicht verkämmen lassen. Ich bin eigentlich auch ein Mensch, der wo das Alte auch noch ein bisschen mag.